Endlich ist es hier, Sommerwetter. Man kann die kurzen Hosen anlegen und nach dem Silieren geht es direkt in die Heuernte. Bis Schneiders werden alle Varianten von Heuballen jetzt gepresst. Aber auch mit Güllenführen geht es weiter. Hier der Joel im Mais. Mit Schleppschlauch und einer speziellen Pumpfassbereifung geht es durch diese Kultur. Reifen sind dann auch das Thema in diesem Monat. Also Reifen stückmässig sind zwischen 200 und 250 Reifen, die im Lager sind, als Ersatz, Reserve und so weiter, aber die meisten sind natürlich im Einsatz. Und zum Einsatz kommt hier auch regelmässig der Guido Wiederkehr und sein Team. Wir sind heute hier beim Schneidermarkus in Thunstetten und dürfen am Ladiwagen 2 neue Pneu montieren plus noch Pneu drehen. Reifenmontage ist Vertrauenssache. Kein Wunder bei den Geschwindigkeiten und Strecken, die hier gemacht werden. Hier setzen Schneiders auf Fachleute. Aber nicht nur das. Sie sind natürlich super eingerichtet. Sie kommen hier je nach dem halben Tag bis fast zu einem Tag, wenn wir viel haben, hier bei uns auf Betrieb. Und befreien die Reifen noch von 2 Nägeln. Sicherheit wird hochgeschrieben bis Wiederkehrs und so wird der Drehmoment bei jedem Rad nachkontrolliert. In kürzester Zeit ist der Strautzmann-Ladewagen einsatzbereit und hat wieder den sicheren Halt, den es in der Emmentaler Hügellandschaft braucht. Kaum zu glauben, aber diese 6 Hektar grosse Parzelle befindet sich auch im Emmental, nämlich in Sumiswald. Hier ist der Tom bei der Streifenfrässaat anzutreffen. Also die Streifenfräse ist eigentlich gedacht, dass man Mais säen kann in einem Arbeitsgang. Und das ist eigentlich auf feste Böden, so wie jetzt hier Grünrocken oder Naturwiesen. Obendrauf kann der Tömu einen Tonnen Dünger mitnehmen und für das Saatgut hat es auf der Packerwalze einen abschliessbaren Stauraum. Eine Sonderkonstruktion, notabene. Der eigentliche Star ist aber zwischen den Anbaugeräten zu finden. Ein Fendt Favorit 29. Für den Tömu eine Herzensangelegenheit. Ja, als die vor 15 Jahren auf den Merit gekommen sind, habe ich immer gesagt, das wäre mein Traumkarre, so etwas möchte ich mal einmal fahren. Ja, und wenn man bei der Firma Schneider arbeiten tut, kann es schon einmal passieren, dass man nach 20 Dienstjahren so eine Maschine vor die Tür gestellt bekommt. Jetzt hatte ich das Glück gehabt, dass der Küssel mir den eigentlich gekauft hat, dass wir ihn so ausrüsten können, wie ich den gerne will, mit diesem riesen Rad. Und das ist eigentlich etwas, was ich sehr gerne mit ihm arbeite und mega stolz darauf bin, so etwas zu fahren. Und so ist man im Juni voll im Einsatz. Im Juni haben wir noch den ersten Mais gesät, haben noch jetzt schon wieder angefangen Mais zu spritzen, haben das Heu gepresst, haben nachher Söcko-Heu gepresst, haben zwischen Silo bauen, ist eigentlich auch wieder. Und Mais beschütten mit Verschlauchung und eben auch mit dem Fass, mit Gras einsäen und Gerste silieren die erste. Ja, und seit diesem Jahr ist im Pflanzenschutz die Selbstfahrspritze von der Firma Grimm im Einsatz. Wir haben Spritzen mit 2700 Liter Fassinhalt, 21 Meter Balken mit dem automatischen Parallelführungssystem vom Balken. Drauf haben wir GPS-Steuerung mit der Einzeldüsenschaltung. Der neue Arag-Spritzcomputer mit GPS ist leicht zu bedienen. Die hydraulische Spurbreitenverstellung passt sich jeder Kultur an und macht das Gerät hangtauglich. Erst recht mit der Doppelbereifung. Dem Importeur Meyer Landmaschinen AG in Martalen ist es gelungen, die ursprünglich aus Italien stammende Maschine für Schweizer Verhältnisse zu optimieren. Auch der Service und die Ersatzteilbeschaffung ist dank hochwertiger Standardkomponenten langfristig sichergestellt. Res Rickli seine Schlussfolgerung nach den ersten paar Monaten in der Praxis. Ich kann die Maschine sehr weiterempfehlen. Es ist eine gute, denke, kompakte Maschine, die für unsere Verhältnisse mit kleinen Strukturen eigentlich ideal ist. Ja, man ist sehr wendig und gleich hat man eine hohe Schlagkraft.
Es geht dem Feierabend zu. Ja, und wenn an heissen Sommertagen jeweils am Freitag das Wochenende eingeläutet wird bei den Schneiderleuten, muss man sie in diesem Keller suchen. Ein Mitarbeiter-Getränkelager. Es geht gesellig zu und her. Ja, da wird eigentlich über Realität zu Fantasie bis zu Wahn wird da alles ein bisschen diskutiert. Das ist eigentlich so ein bisschen, wo man runterfährt vom Tag, so ein bisschen Zufluchtsstätte für noch einmal ein bisschen miteinander über das Getane zu reden und über die Zukunft. Und wie war jetzt das noch genau gemeint mit dem Zufluchtsort? Es hat sich jetzt so ein bisschen eingebürgert, wenn es bricht, dass man am Freitag oben See vor allem eben ein bisschen Distanz zum Chef, dort noch die Lasten durchgehen.